Hoi zusammen! Heute habe ich Besuch bei mir, nicht ich bei ihm, sondern bei mir, ja, eben immer noch in Uetiken, weil der Etienne, er kommt von Meilen, das ist ja gerade Nachbardorf, das ist ein guter Zufall, macht es einfacher. Und der Etienne Goppel ist der Pilzexperte von der Schweiz, Nummer uno, wenn es um Pilz geht. Und er hat mich jetzt heute Nachmittag aufgeklärt, wie das so ist. Ja, Etienne, willst du noch schnell dich vorstellen, so richtig? Ja, heute zusammen. Ja, eben, ich bin Etienne Gröppel. Ich baue mittlerweile seit 8 Jahren Speisepilz an. Mein Hauptfokus liegt auf dem naturnahen Anbau im Garten. Ja, und mittlerweile lebe ich auch von dem, und meine 3 Standbeine sind einerseits das Geben von Kursen. Das Jahr gebe ich 13 Kurse, ein paar in Meilen, ein paar extern. Das zweite Standbein sind Beratungen in Pilzprojekten, sowohl für Kleingärten wie auch für Bauern oder einfach allgemein grössere Gartenprojekte. Und das dritte Standbein ist der Online-Shop, wo ich Pilzbrut vertreibe für Leute, die Pilze selber züchten. Genau. Cool. Und wie bist du darauf gekommen, Pilz so schnell mal? Wieso Pilz? Ich finde es einfach sehr faszinierend als Organismus, und es gibt nicht so viele Leute, die sich mit dem wirklich schon intensiv in der Schweiz beschäftigen. Und es ist einfach ein wichtiges Element im Nährstoffkreislauf. Also Pilze helfen, oder sehr viele Pilze helfen, eigentlich die Nährstoffe, die die Pflanzen aufgebaut haben, nach dem Ableben von der Pflanze wieder am Boden zurückzuführen. Die beschleunigen eigentlich den Abbauprozess. Und das Spannende an der Pilzzucht ist auch, es ist sehr umfassend. Also einerseits muss ich relativ steril im Labor arbeiten. Ich bin ursprünglich Biologielaborant ausgebildet. Und gleichzeitig kann ich aber auch draussen mit den Händen relativ viel arbeiten, im Wald und im Garten. Und ich finde, das ist auch wirklich lässig. Also man muss sich wirklich halt so ein bisschen ganzheitlich befassen. Ja, genau. Und jetzt, wer jetzt am Zuschauen ist und denkt, ich habe einen Garten, aber ich habe noch keinen Pilz drin. Wieso sollte jetzt jemand Pilz bei sich im Garten haben? Erstens mal zum Essen, weil Pilze sind ja mega fein. Und was hat eben der Garten, der bringt es auch etwas, hast du gesagt, weil er gibt ja den Austausch mit der Erde. Also hilft das jedem grundsätzlichen Garten, wenn das Pilz wächst, wächst der Garten nachher besser? Ja, es ist sicher eine Bereicherung für jeden Garten, sofern man die richtigen Bedingungen hat. Ja. Förderlich ist es, wenn es ein bisschen Schatten hat und ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit. Überall, wo Moos wächst, ist eigentlich ein guter Indikator, dass Pilze auch gut wachsen könnten. Und zusätzlich sollte man auch ein bisschen humosen Boden haben, also einen möglichst dunklen Boden, wo einfach das Wasser schön speichert. Wenn man eher einen lehmigen oder einen sandigen Boden hat, empfehle ich einfach zusätzlich noch Komposterde dazu einzugraben. Ja. Genau, und irgendwann ist dann das Holz verstoffwechselt und kann super kompostiert werden. Oder was ich den Leuten auch ans Herz lege, ist, sie können die verbrauchten Pilzhölzer auch als Nisthilfe für Wildbienen zum Beispiel brauchen, die dann helfen, Pflanzen zu bestäuben im Garten. Ja. Genau, das ist auch eine lässige Einsatzmöglichkeit. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum habe, wo ich merke, er ist im Sterben im Garten, kann ich den stehen lassen und mit Pilz infizieren? Kann man theoretisch machen. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass auch schon andere Pilze drauf sind, wenn man sterben ist. Ja. Ausser man tut ihn gezielt eigentlich ritzen, also dass er eigentlich ab dem Moment, wenn man selber den Moment vom Absterben entscheidet und ihn dann beimpft.
Aber gewisse Pilze können sich auch durchsetzen. Also ein Australsätling zum Beispiel, der kann sich auch gegen andere Pilze durchsetzen und dann kann es durchaus sein, dass das gleich noch funktioniert. Ich würde einfach schauen, dass also am besten funktioniert es eigentlich, wenn man einen Baumstrunk beimpft, der nicht mehr zu hoch im Boden ist, weil je höher das eigentlich der Baum ist, desto trockener ist es. Also in Bodennähe bleibt das Holz auch nach dem Absterben, also wenn der Saftfluss vom Baum nicht mehr funktioniert, bleibt es auch trotzdem noch relativ feucht. Also am besten, wenn ich einen Baum fälle, gerade im Strunk hinein, dort infizieren und dann schön ist. Ja, und das ist wirklich noch wichtig zu wissen, dass also das Holz darf noch nicht komplett vermodert sein, sondern es muss wirklich noch möglichst intakt sein. Ich sage maximal etwa 3 Monate alt. Ja. Dass einerseits noch genug hohe Feuchtigkeit hat im Holz und andererseits, dass eben noch nicht zu viele andere Organismen auf dem Holz sind. Okay. Und jetzt haben wir den Baum gefällt. Der ist erst gerade vor einer Woche, 2 gefällt worden. Wie schwierig ist das jetzt zu infizieren? Also dann kann ich bei dir online suchen aus, welche Bilder ich will und dann, wie funktioniert das? Ja, genau. Dann überlegt man sich, was man für Pilzarten möchte haben. Vielleicht auch ein bisschen nach dem Geschmack des Pilz. Ja. Da tue ich auch gerne zusätzlich beraten. Und andererseits kann man sich auch überlegen, wann kommt der Pilz. Bin ich in meinem Garten eher im Sommer oder wenn ich fast nie im Winter im Garten bin, dann macht es vielleicht nicht so Sinn, einen Pilz zu kultivieren, der vor allem in den Wintermonaten kommt. Ja. Das spielt auch ein bisschen eine Rolle. Und dann ist es einfach, was komme ich dann von dir? Genau, also in der Regel bestellen die Leute Impfdübel, das sind Buchenholzdübel, die schon mit dem Pilzmyzel, also mit dem Pilzorganismus besiedelt sind. Und dann nimmt man einen Akkubohrer, schon am einfachsten, geht auch mit dem Kabel, und bohrt Löcher rein in der richtigen Größe und schlägt die Impfdübel rein. Und dann muss man einfach schauen, dass die nächsten paar Monate nach dem Beimpfen, also nach dem Besiedeln von dem Holz, dass das Holz genug feucht bleibt. Genau. Also ein Güsse und... Ja, oder eben beim Strunk hat sich eigentlich bewährt, dass man den versiegelt mit dem Gemisch aus Bienenwachs und Öl. Oder auch Blachen drüber, sieht halt im Garten nicht so schön aus, wenn es ein Strunk ist. Und bei Holzstämmen, also Holzrugel, macht es Sinn, wenn man die einfach in eine Blache einschlägt und am schön schattigen Ort ein paar Monate durchwachsen. Schaut, dass es immer genug feucht ist um den Stamm herum, dass der Pilz möglichst alle Nährstoffe in dem Holzrugel besetzen kann. Irgendwann sieht man dann auch eine Myzelschicht. Es sieht also zum Teil wie so ein Camembert aus, also komplett weiss überzogen. Und dann ist eigentlich der Moment, wo man in den Garten eingraben kann, zu 2/3 senkrecht in der Regel. Da kann man einfach eingraben und nachher wächst aus dem Boden raus ein Pilz raus? Genau, also meistens auch direkt am Holz. Okay. Genau. Ja. Über 2 bis 3 Jahre, je nach Holzdurchmesser. Wenn es ganz grosses Holz ist, kann man bis zu 5 Jahre ernten. Ja. Kommt auch immer ein bisschen auf die Holzart drauf an. Also Eiche oder ein Hagebuche hat natürlich länger wie ein weicheres Holz, zum Beispiel Esche oder Weide. Ja. Genau. Gibt es irgendwelche Holz, das gar nicht geht? Ja, Linde ist wirklich so ein Holz, wo man auch in der Natur relativ wenig Pilze drauf findet. Ja. Und Esche bin ich mittlerweile auch nicht mehr so ein Fan. Esche trocknet auch sehr schnell aus. Ja. Da hat man auch ein das Problem in der Durchwachsphase. Ja, so Linde und Esche sind so Holzarten, die man meiden kann. Genau, und gewisse Holzarten oder Baumarten haben einfach einen relativ hohen Gerbstoffanteil im Holz, wie der Nussbaum oder die Kastanie oder Eiche. Und dort muss man einfach schauen, dass man den Pilzarten wählt, die mit dem zurechtkommen. Also das Stockschwämmli kommt zurecht mit relativ viel Gerbsäure und der Shiitake schätzt das sogar und
wächst sogar als schönerer Fruchtkörper in Nuss- oder Eichenholz, wie jetzt bei Buchen oder Okay. Birken. Ja. Genau. Ist Shiitake sozusagen der einfachste Pilz zum Kultivieren? Nein, würde ich nicht sagen. Nein. Nein. Was wäre Also- so der einfachste also für den Anfang, wenn jemand Ja. sagt, ja, ich probiere es jetzt mal daheim. Austernseitling oder Ja. ein Kastanienseitling, wird auch Austernseitling genannt. Die wachsen einfach sehr schnell durchs Holz, kommen auch relativ schnell, nachdem man das Holz eingegraben hat. Also ich habe schon bei einer Kundin erlebt, dass schon nach 2 bis 3 Wochen Pilze dann rausgekommen sind, nachdem man es eingegraben hat. Und Gott so. Genau, also es ist wirklich krass. Ja. Und die kommen zum Teil auch 2 bis 3 Mal pro Jahr, also ein Austernseitling, Frühling, Herbst und in warmen Wintermonaten. Und das ist natürlich als Anfänger auch dankbar. Dann Ja. und man sieht auch wirklich schnell, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und eben eigentlich der Erfolgsrate ist relativ hoch bei denen. Und beim Shiitake ist es einfach so, dass man zum Teil 1 bis 2 Jahre muss warten, bis das Holz durchwachsen ist. Und nachher ist die Schwierigkeit, dass man die Langhölzer nachher nicht eingrabt, sondern dort wässern. Also ich mache es bei mir im Garten in einer alten Badwanne, wo dort steht. Dort man etwa 12 bis 24 Stunden wässern und nachher aufstellen. Und dann ist die Schwierigkeit, dass man eigentlich während 2 bis 3 Wochen die Stämme wirklich sehr feucht muss behalten. Und das finde ich, ja, es ist je nach Umgebung relativ schwierig. Ich mache es oft einfach, wenn ich sehe, dass sie längere Regenphasen voraussagen, Ja. dann tue ich meine Hölzer wässern und dann muss ich nicht so viel selber noch nachwässern. Ja. Okay. Aber ich finde, der Shiitake ist eigentlich eher ein Aufwendiger. Pilz für fortgeschrittene Okay. Leute. Ja. Also Austern fangen wir an. Genau. Und auch Austern, die haben nur den Ruf, dass sie Abfall eliminieren können, oder? Also man könnte sie auch noch zu ein bisschen Abfallreduktion anfangen einsetzen, oder? Genau, ja. Also das heisst, was kann theoretisch so ein Austern so nebenbei, nicht unbedingt im Garten, aber was kann dann so ein Austernpilz alles Ja. vernichten? Eben alle zellulosehaltigen Sachen, zum Teil auch mit Rückständen drin, oder eben, du hast gesagt, Zigarettenfilter, zum Teil auch Plastik hat man jetzt herausgefunden. In dem Fall ist es dann einfach wichtig, dass man die Fruchtkörper, also die Pilze, die nachher aus dem herauswachsen, nicht isst, sondern das dient dann einfach mehr als Experiment. Ja. Genau. Und wir müssen dann auch noch untersuchen, ob es dann wirklich aus dem abgebauten Gemisch wirklich keine Rückstände mehr hat, oder bevor wir das dann wieder am Boden zurückführen. Also, Okay. aber sicher spannend als Experiment. Ja. Genau. Ja, also, hey Etienne, ich danke vielmals für den Einblick. Kannst du uns noch mal schnell erzählen, wo man dich findet online? Ja, genau, auf www.speisepilze.ch. Genau. Und dort sind auch all deine Kurse und alles. Genau, ist alles aufgelistet. Ja. Der Online-Shop besteht und auch ein paar Hintergrundinformationen zu meiner Person und zu den Projekten, die ich momentan betreue. Ja. Genau. Ja, ich würde mich noch freuen, wenn wir vielleicht irgendwann so ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr, dass du mal zu uns in Dresden kommst. Und damit wir können das Pilz gerade vor Ort anschauen. Vielleicht wachsen Austernpilze, ja, das ist Shiitake, wer weiß. Und ja, hey, danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist heute. Und ja, hey Leute, das war mal etwas anderes gewesen, oder? Ich habe viel gelernt, ich hoffe, du hast etwas gelernt, aber wenn du noch viel mehr willst lernen, der Etienne ist echt auch ein sympathischer Typ. Er kommt raus, meldet euch bei ihm und so. Und ja, ciao zusammen.